Wie es scheint, haben wir hier endlich, oder nicht endlich, sondern endgültig unseren Meister gefunden. Hey, Abuso mit den ganz verfluchten Waffen und den Waffen der Finsternis ist einfach viel zu stark für uns. Zumindest aktuell mit Level 72, rundherum ist einfach viel zu mächtig. 1, 2 Angriffe sind down und... Nee, so geht's nicht. Also ich sehe da nicht ein, was ich da anders machen könnte, was da für eine Strategien gäbe. Habe bereits ein paar Dinge versucht, klappt alles nicht, auch im Internet gesucht, was ich noch machen könnte. Mit Teilung klappt auch alles nicht, ist einfach nur alles doof. Naja, müssen wir halt ein bisschen beiseite lassen, vielleicht später machen, wenn wir Level 100 sind und so etwas. Und wir machen jetzt endlich mit der Hauptstory weiter, sprich dieser Part ist sowieso der letzte in diesem Let's Play. Wir werden jetzt endlich die Hauptstory abschließen und damit auch das Spiel an und für sich. Das heißt auch natürlich zurück zum Turm. Ja, war toll. Zum Mythos einfach. Zum Mythos Yggdrasil begeben wir uns jetzt und gucken mal, was wir dort ausrechnen können. Weil wie gesagt, der Typ müsste eigentlich nicht so stark sein wie der hier gerade, wie Abyssen war. Der war ja echt... Ja. Viel zu stark. Ich meine, der kann Magieangriffe sofort ausführen. Seine Nahkampfangriffe sind sowieso nicht aus dieser Welt. Kann alle möglichen Typen von Angriffen ausführen. Macht viel zu viel Schaden. Teilung klappt bei dem nicht, das ist viel zu mächtig dafür. Natürlich nur auf der PS2 und PS3-Version. Auf der GameCube ging es ja scheinbar. Es ist einfach zum Haare ausreißen. Dann gehen wir halt wieder nach Hause. Das war jetzt irgendwie crazy. Dass der mich nicht erwischt hat. Ja. Ja, Leute, nochmal sorry dafür, dass es irgendwie nicht so ging und ich jetzt nicht gemacht habe, trotz allem. Aber wie gesagt, 100% Let's Play One war es sowieso nicht. Wir haben sowieso ein paar Dinge verpasst, das mit den Schwerttänzern. Und sowieso das ganze Tale of Symphonia-Spiel ist sowieso für mich komplett blind gewesen. Von dem her, ja, es wäre doch schön gewesen, wenn ich zumindest das noch hätte abschließen können, aber machen wir es halt ein anderes Mal, wenn ich da irgendwie mal offscreen noch trainiert habe, bis Level 100, wenn ich das überhaupt mal jemals mache. Wenn überhaupt, genau. Und schauen dann einfach mal weiter. So, jetzt bin ich eben noch in Tefiala, stimmt das soweit? Können wir direkt mal zum Turm gehen, da müsste, also wenn es die Ruine, müsste irgendwo noch da vorne sein. Und dann besiegen wir Mythos. Ach ja, also irgendwie kotzt mich immer noch anders mit den ganzen, mit Abyssen gerade, weil das genial wäre gewesen, hätten wir ihn besiegt, dann bekämen wir die Waffen Finsternis zurück, die dann viel stärker wären sogar und ihn noch stärker werden würden pro Kampf und so, wäre die ganz krass. Naja. Sollte wohl einfach nicht fürs Erste sein. Jetzt mal gucken, bin ich jetzt hier richtig? Doch, bin hier richtig. Turm des Heils, genau. Und auf zum endgültigen Endboss-Fight, zumindest mal zum regulären Endboss-Fight dieses Spiels. Zum Abschluss der Hauptstory. Transport! Scotty, beam uns hoch! Oh, bin ich nicht hier, aber... Okay, wir haben eigentlich sonst alles, aber vielleicht nur noch der Typ dort, da müsste irgendwie so ein Drache sein. Irgendwas mache ich da für ein Team. Rain, Regal, Zelos? Nee, komm. Colette muss rein. Oder vielleicht China sogar, weil es könnte natürlich irgendwie geile Elementarangriffe machen. Rain gehört sowieso dazu. China ist ein Endbosskampf. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch wechseln kann. Verdammt, okay. Das Ursprungsteam. Ist sowieso das Coolste. Und wer bist du? Ich bin der Torhüter. Du, der das Tor öffnen wirst, tritt vor und zerstöre mich. Nö. Eine kluge Entscheidung, Was? Ich bin der Torhüter, ja, kenne bereits. Los geht's. Der Schattendrache, der keine Augen hat, dafür ein so großes Hirn. What the fuck? Ja. Oh, aber der Golddrache, ey, Alter. Welchen Typen war? 19.000 plus, ist ein Schwächling. Ist klar, Blocken bringt ja auch nichts. Oh, lalalala. Rising Falcon for the win und Guardian for noch mehr for the win. Yeah. Und es klappt. Was mit dem Bauhammer hat's geklappt? Yeah! Kein Problem für uns. Den Winheim-Schlüssel gefunden. Ja, gefunden vor allem. Er kämpft wohl eher. Hä? Das ist das Emblem?
とんでもない仕掛けだったよ、あれは。デリスエンブレムのことね。あれはみんなの心に作っていた負の感情が刺激されたんだわ。そうですね。目の前の相手が偽物だと分かっていながら口車に乗ってしまう。でもみんなそれに勝てたんだよね。ロイドのおかげさ。ロイドはデリスエンブレムの見せる幻に巻き込まれなかった。エターナルソードはすごい力を持っているのね。興味深いわ。それだけじゃないと思います。ロイド自身が強かったから。そうね、その通りだわ。Natürlich, Colette, Leute, der stärksten allen. So, machen wir weiter. Mythos, wir kommen! Ich erinnere das Ganze ein bisschen an Legend of Zelda The Wind Waker mit dem ganzen Tor und so. Kennen, bist du das? Nee. この先にミト大いなる実りも一緒にあるはずだよね。みんな多分これが最後だ。私は問題なくてよ。これから起こる戦いをあるがままに受け入れる。そして勝つわ。ああ、勝つよ。瑞穂の里のみんなやコリンや臆病だった私を信じてくれたみんなのためにも。そして自分のためにも。もう誰も私みたいな間違いは繰り返してほしくないから。自分が犠牲になればそれでいいなんて歪んだ考え方はダメだから。誰だってみんな当たり前に暮らしていいんだよね。この世界にいてもいいんだよね。人もエルフも僕たちも。その通りだ。だから我々はこの戦いでミトスから大いなる実りを取り戻し、大樹を蘇らせなければならん。それがなければ異種族の間のしこりを取り除くことはおろか。世界は滅亡します。私たちは世界を統合して新たな世界に新たな約束を結びましょう。俺様が好きなやつも俺様が嫌いなやつも俺様の住む世界にいていいってことだ。それが当たり前なんだからな。だから俺も逃げないぜ。よし行こう。誰もが生きてることが当たり前の世界を取り戻すために。 Na dann, auf zum Entscheidungskampf! Was auch immer uns erwarten wird, wir werden zusammenhalten. Kaeru. 私は帰る。ミトス、僕の話を聞いて。戦うなんてやめよう。世界を統合するために大いなる実りを返して。帰る。私は帰る。おかしい。まるで人形みたいだ。わざわざ運んでくれてありがとう。ようやく融合できたよ。くそ、そういうことだったのか。ミトス、マーテルはもう亡くなったんだよ。嘘をつくな。姉様は生きている。僕がこうしてクルシスの奇跡に宿っているように。それは生きているんじゃない。無機生命体に体を奪われてるだけだ。それの何がいけないんだ。何？どうせこの体に流れているのは僕たちを差別する人間とエルフの血だ。そんな汚らわしいものは捨てて無機生命体になった方がマシだよ。
来て言ってるのか。そうだ。見ろ。無機生命体になれば姿形や成長の促進も思うがままだ。みんなが無機生命体になればいい。前にも言っただろう。差別をなくすには全ての命が同じ種族になるしかないのさ。お前は根本的に間違ってるぜミトス。差別ってのは心から生まれるんだ。そうだよミトス。相手を見下す心、自分を過信する心、そういう心の弱さが。お前だってそうだろ。人やエルフを見下して家畜扱いしてさ。それは心の弱さだ。このままでは無機生命体になっても変わらんな。差別はいくらでも生まれる。じゃあハーフエルフはどこに行けばいい？どこに行っても疎まれる。心を開いても受け入れてもらえなかった僕たちはどこで暮らせばよかったんだ？どこでもいいさ。ふざけるな。ふざけてなんかいない。どこだっていい。自分が悪くないのなら堂々としてればいい。それができなかったから、僕らの居場所が欲しかった。あった。被害者面は良くないぜ。そのお題目でお前がやったことは到底相殺しきれない。あなたのしたことで数えきれない人々が無意味な死に苦しめられた。その人たちの痛みを。人は変わるものよ。たとえ今日が変わらなくても1ヶ月後1年後と時間が経つうちに必ず変化が訪れる。全ては許されないかもしれません。でも償うことはできます。あなたの中にも神様はいるでしょう。良心っていう神様が。許しを請うと思っているのか？神様なんていないよ。だから僕は僕の理想を追求し続ける。僕の居場所が大地になく無機生命体の千年王国すらも否定するのなら、僕はデリスカーラーンに新しい世界を作るだけだ。姉様と二人の世界を。誰一人何もできはしないのさ。Ach Mann, ey, also irgendwie tut mir der Junge ja schon leid, muss er zugeben, aber trotzdem, wie kann man nur so verbissen sein, ganz ehrlich, ey, es ist zum Heulen, ganz ehrlich. Aber die Frage ist, wie können wir vom Gegenteil überzeugen, wie können wir ihm zeigen, dass Martell ihm aus seinem Herzen da ist, dass sie niemals ganz sterben wird, also natürlich, er vergisst sich selbst und so, ganz klar, aber trotzdem einfach alles nie in auslöschen, bloß, ja, er ist einfach viel zu weit abgedriftet, es gibt keinen anderen Ausweg mehr, wir müssen ihn vernichten. Oh, der kann ja porten. Wow! Porten kann auch ganz gut, muss man ja zugeben. Aua! Können wir jetzt weitermachen, muss ich auch bald mal Teilung einsetzen hier. Ja, vielleicht lieber jetzt noch, oder solange es noch geht. Mal gucken. Also, wie ich ihn kenne, gibt es sicher noch einen Nachfolgekampf. Ja? So, Teilung klappt also. Wir machen nur einen halben Schaden. Ach du Scheiße. Ja, hingegen auch nur. Autsch, wow, auf den Rücken. Die Frage ist, wie lange hält denn die Heilung? Den ganzen Kampf über oder was?
Oh Mann, ich bin ein bisschen verwirrt. So, und jetzt! Unisono-Attacke! ボタン効かないのね。 Ich weiß nicht, ob die Attacke in seinem Endzustand noch funktioniert, aber jetzt zumindest schon noch und das ist schon mal ganz gut. Wow, falsche Richtung. Wieder so weg, das gibt's nicht. Nein! Das war knapp. Colette, nein! Colette! Egal, ganz ehrlich, ey, der macht kaum Schaden. Aber dann, du, ich hab nichts gesagt. Aber am nächsten Mal einen TP sparen. Das ist alles ein Arsch hier. Es gibt dir noch einen Kraftschub. Oh, nicht mehr gut. Vergiftet? Alle miteinander, nicht schlecht. Nee, alle haben plötzlich andere Statuswerte, auch nicht schlecht. Nee, sogar ganz schlecht sogar. Einmal ganz kurz. Geschwindigkeit. Nö, Wundermittel. Erstmal für sie, dann kann sie den anderen noch helfen. Kurze Grafikeffekte. Natürlich Grafikfehler, nicht Effekte. 行くわよ。邪魔をし Sag mal. Okay, es funktioniert wieder. Bin einigermaßen wieder fit, glaube ich. Wow. Und Gines hat's erwischt. Dann ganz kurz Colette noch heilen, bevor sie ihn noch erwischt. Aber wir sind immer noch ganz rot. Und ich verstehe es nicht. Oh. かの者を死の淵へ。レイ Wayne, hol ihn zurück. Dankeschön. Jetzt schon mit einer dämlichen Lanze. Ja, das kann dann aber alle dauern, bis wir da nochmal durch sind. Eine Fähigkeit? 勝負する気？ Nein, 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 weg hier, weg! Aua, das ganze Feld aber ganz vergessen. Wow. Was zum Henker, wieso wachst du nicht mehr aus? Resurrection! Jeez, war mal im Leben, Mensch. Oh, natürlich jetzt irgendwo umfallen muss. Wir gehen doch nur wertvolle Sekunden flöten. So, Wayne, kannst du das mal machen? Die sind immer noch grün und so alles. Grün, natürlich rot. Jetzt kommen wir jetzt grün. Grün waren wir mal, wir sind immer noch rot und Wayne blinkt immer und ich verstehe es nicht. Cool, noch Sprüche. Au, 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 au. Ah, das hat wehgetan. Mann, ich bleib doch schon, wo ich kann. 助けます。アンドレスサークル。 Au, 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 au. Ja, das. Alter, bist du ein kleiner Giftpilz. ランドダッシャー。今助けます。アンドレスサークル。 Der Heilungszirkel, genau in der Mitte. Okay, Genie ist nicht mehr grün, rot. Wieso kann ich immer grün? Haben eine Farbschwäche mittlerweile oder was? Nee, natürlich rot. Wieso ist nicht mehr rot? Gut, er war tot, also muss wiederbelebt werden. Und Wayne ist irgendwie Magic machen. Kann ich echt nichts machen hier? Moment mal ganz kurz. Irgendwie etwas. Nö, okay, also das ist irgendwie nicht der Fall. Was ist denn das für ein Effekt, der die ganze Zeit auf uns drauf ist? Ich hab keine Ahnung, Leute. Was man machen könnte, wäre für die ganze Truppe mal ein bisschen TP sammeln. Wo ist er jetzt hier? Au, 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 au. Oh, das ist ein giftiger Hammer gewesen. Aber trotzdem nicht vergiftet. Nein, ist das gemein, genau in dem Moment. Was ist denn jetzt los? Wow! Alter, legt aber los! Okay, bringt so nichts mehr. 本当は分かってるんだろ Schon wieder! Wow. 僕の気持ちはわからない Ah, natürlich tun wir's, aber悲しいことを言うの？ das ist trotzdem falsch! Wow! Nein, nicht Time Stop! Nein! Nicht Time Stop! 消えろ Das ist doch voll gemein! Oh!
Fühlt sich nicht gerade lange an, wa? Verdammt, ist ja keine TP mehr, wieso denn nicht? Anders geht so, TP mehr, TP her, TP her! Ich schneide bald gar nichts mehr! Mann, ey, das nervt langsam, erst immer wieder verschwindet. Toll, was mir einfach noch fehlt, ist ein bisschen TP. Ja, Meteorsturm, du bist cool. Das ist die Supi-Attacke. Teilung einsetzen beim Fehler, Mensch, dauert viel zu lange. Wo ist das letzte Part ein bisschen länger dauern wird oder direkt so lange dauern gewartet? Ich meine, das war der letzte Part, aber und trotzdem der letzte Kampf. Aber das ist die erste Stufe, nicht mal schätze. Ach, nicht schon wieder, ja, gibt's nicht. Machen schon wieder den gleichen Scheiß. So irgendwie bin ich auch noch da mit Mysterium, wa? Schauseffekte, negieren! So, und jetzt wieder mal ein bisschen reinhauen, wenn ich viel Schaden mache. Ich muss trotzdem zuerst mal hier ein bisschen heilen. Und direkt mal den nächsten heilen. Angriff nicht durchführbar, Verteilung geht runter, Angriff geht runter. Alter, was ist hier los? Mann, ey, du bist eine Pestnelke, Mann! Und da stehen wir wieder. Oh, schon wieder. Wayne, hol zurück, Wayne! Wayne! Das ist immer wieder hinter uns, Part ist der. Kann ich gar nicht so schnell reagieren. Das ist eine schöne Kombi. Das war gut. Könnte wehtun. Und da gehe ich wieder weg, Mann. Wow. Alter, fliege ich da plötzlich weg. So, TP haben wir alle noch ein bisschen. Trotzdem kann es nicht schaden, noch ein bisschen aufzustocken. Eine Verteidigung erhöhen. Nö, kann später. Das, wo haben wir es jetzt? Hallo? Das Geschenk der Geister. Psiu. $6.000, okay, wir kriegen ihn. Aber trotzdem, das war der erste Kampf. Autsch. Und immer in die Fresse. Und ein Kraftschub ist klar. Mir egal. Wobei ich jetzt. Geht doch und voll durchbrochen. Au, und ich schon. Sehr gut. Dann braucht den Kraftschub. Mann, immer noch, wenn ich die Attacke mache. Wobei er folgt einem bestimmten Zeitmuster, sprich wenn er nach 5 Sekunden teleportiert wieder, dann greift er mehr an, teleportiert wieder mehr. Oh, ist klar. Bin ich jetzt blockiert oder verwirrt, wie auch immer. Mann, ey, du bist... Nein, schon wieder. Nicht schon wieder. Weil er gerade am Verlieren ist. Du bist ein Penner, Mann. Nichts weiter als ein Penner. Ja, Colette, gut. Greif ihn an. Und da haben wir ihn. Aber wie ich fürchte, wie gesagt, ist das erst die erste Runde gewesen. Verdammt. Risotto. Lecker. Bitte was?
Hast du was verpasst oder was? Was ist das? Ey, ohne irgendwie noch eine Anmerkung zu machen, so direkt das. Oh, das bin ich so. Hallo, noch aktiv oder was? Nö, nicht mehr, okay. Dann täuscht mich, oder ist einfacher? Nein! Doch ist es. Leicht unterbrechen und so. Ja, wenn das alles am Mythos, dann ist gleich vorbei. Ich gebe euch noch ein bisschen Angriffsschub. Vorher noch ganz kurz. Nee, das war falsch. Mehr TP und zwar für Colette. Bringt nix. Boah, ob's was gebracht hat. Alter, das wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Angriff. Boosten. Atlas und tschüss bin ich. Arigato. Ja, also auf mich bin ich immer tot. Also zu erwarten, so geht jetzt auf den Healer los. Macht's gar nicht mal so doof, okay. Kann hier mal ein bisschen abwarten, war, schafft das ohne mich ganz gut. Ja, mal gucken, wie lange dauert der Kampf wohl etwa. Aber irgendwo noch, ne, aber natürlich nicht mehr, bereits beendet. Oder bereits geschlossen, das Fenster, wo dann ein paar Tipps drauf standen. Da kann man auch jetzt nicht für ihn noch. Ne, war's nicht mehr, zack. Sag mal, ist er wieder der Erwachsene oder ist das Kind? Von den Haaren her könnte der Erwachsene-Mythos sein, aber von der Stimme her das Kindliche. Also irgendwie oder eine Kombination davon, war. Und zum Ende überhaupt wieder das Teil dort her. Ja, nee, ist bald vorbei. Der erste Kampf war schwieriger. Oh Mann, Genius ist wieder tot, aber gar nicht gemerkt. Genius! Rain, kannst du bitte mal deinen Bruder zurückholen? Dankeschön. Und noch mein Power! Yeah, Mann, geil! Ich hau jetzt drauf! Oh oh. Das kann ins Auge gehen, zack! Habe da echt gerade gelesen, wegen Max Gaming gestohlen? Oder bekommen? Irgendwas von Max Gaming habe ich gerade gelesen. Alter! Die Flammenlanze, die macht schon was her. Ist gleich vorbei, wir haben es gleich geschafft, wir haben gewonnen! Lass uns endlich in Ruhe, Mann! Genau. Lebe wohl, Mythos. でも俺たちは勝ったんだ。前を向こうぜ。ミトスがアリシアと同じです。クルシスの奇跡がある限りミトスは生き続けます。そしていずれは奇跡に支配される。ミトス、もうお前たちの正義ごっこに付き合うのはごめんだ。さっさと奇跡を壊せ。でないとデリスカーランは離れていく。ミトス、お前。早くしろ。僕も僕ではなくなる。ロイド、ミトスを助けて。ミトスのままで行かせてあげて。わかった。さよならだ、僕の影。僕が選ばなかった道の最果てに存在するもの。僕は僕の世界が欲しかった。だから僕は後悔しない。
僕は何度でもこの選択をする。この選択をし続ける。ここに俺たちの世界にいてもよかったのに。バカ野郎。古き契約の主は消えた。新たなる契約の主よ、この剣に何を願う。二つの世界をあるべき姿に。戻ってきたのか。何が起きたんだ。どうしたんだあんたたち。願いは叶えた。しかしくさびがない。くさびがなければ大地は死滅する。どういうことですか？もともと世界は滅亡を防ぐためにあるべき姿に戻れば世界を支えるマナーは不足する。大地は消滅しようとしている。そんなごたくはどうでもいい。それよりどうしたら大地を守れるんだ。二つの世界を支えるため大樹をくさびとする。大地の滅びを防ぐにはそれしかない。大樹カーラーンを目覚めさせるんですね。そうか。ロイド、急いで大いなる実りにデリスカーラーンのマナを照射しないと。よし、頼むエターナルソード。すでにデリスカーランは大地の引力圏を離れようとしている。これを引き止めることはかつてのユグドラシミトスすらできなかったことだ。それでもやるのか。ああ、エクスフィアで強化していても体が持たないだろう。それでも本当にやるのか。やるったらやるんだよ。やんなきゃどうしようもないだろうが。承知した。
うしてだ。マナが弾き返されちまう。大いなる実りが死んでしまっているんだわ。待て、行かないでくれ。頼むから目覚めてくれ。デリスカーラーンが止まったみたいだね。ああ、どうしたんだろう。エターナルソードも消えちまったのに。エターナルソードが。よかった。これが最後の願いだ。エターナルソード、大いなる実りを目覚めさせて。頼む。頼むから目覚めてくれよ。お願い。目覚めろ、大樹カーラーン。私はマーテル、そして大いなる実りそのもの。人々の希望が、そしてロイド、あなたの希望が私を蘇らせた。あなたがミトスの姉さん？いえ、ミトスの姉であったマーテルは私の中の一人に過ぎません。私はマナーそのものであり、大樹そのもの。大いなる実りに吸い込まれたたくさんの少女たちの象徴。大樹と寄り添うために誕生した新たな精霊。そして種子は今、私と共に新たな目覚めを迎える。これが大樹カーラーン。すごい、とても大きくて綺麗。これが大樹の未来の姿。でも今はまだ小さな芽。このままではすぐに枯れてしまうでしょう。どうしたら大樹を守れるんだ？この大樹を慈しみ愛すること、
その約束が果たされる限り、私もこの木を守りましょう。約束する。もしも木が枯れそうになっても必ず俺たちが食い止める。ではロイド、代表としてあなたにお願いします。契約の証としてこの大樹に新たな名前を。大樹カーラーンはかつてエルフがこの大地にやってきた時、彼らを守る者としてここに植えられた木。新たによみがえったこの木はエルフと人とその狭間の者すべての命を守る存在だからこそ、この木には新しい名前が必要です。ロイド、名前を決めてよ。私たちみんなの木に。この木は世界をつなぐくさびなんだよな。よし、決めた。この木の名前はAlso das ist ja wohl der fieseste und gemeinste und hässlichste Cliffhanger, den ich jemals erlebt habe. Alter, das Spiel ist vorbei. Wieso kannst du nicht sagen, wie du den genannt hast, Leute? Oh, come on. Naja, was soll's. Leute, das war das Let's Play zu Tales of Symphonia, dem ersten Teil der Chronicles. Ich muss einfach nur sagen, das Spiel ist mega geil. Von Anfang bis Ende. Natürlich, es hatte Höhepunkte, es hatte auch ein paar Tiefpunkte. Gut, Tiefpunkte ist da vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Was man auch sagen kann, ist, es gab ein, zwei Dinge, wo ich sagen würde, ja, da fand ich jetzt eher ein bisschen unnötig. Zum Beispiel am Schluss plötzlich Leute noch Englischflügel bekamen, die ja nicht mehr da waren irgendwie. Naja, das sind eigentlich nur so kleine Dinge. Ne, im Großen und Ganzen, das Spiel einfach nur erste Sahne. Ich meine, der Story-Modus, der war, was ich vor allem sehr geil finde beim Rollenspiel und eigentlich auch immer ein bisschen wünschenswert finde, ist, dass ich einfach sogenannte Wow-Effekte brauche. Wow-Effekt im Sinne von, du folgst an einem System, oder wie wir es am Anfang hatten, von wegen Colette muss ausgewählt werden, soll zum Engel werden. Danach plötzlich, Kratos taucht plötzlich auf, ist plötzlich unser Feind, Yggdrasil noch und wir müssen wieder abhauen. Dann kam plötzlich die Wendung von wegen, ja, es gibt eine zweite Welt, Tefiala, und da gibt es auch Elementargeister. Dann, ja, die ganze Geschichte halt in der Mythos und die ganze Saga von Anfang an hat man keine Ahnung darüber, und ist irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge halt gefolgt. Und dann, wow, der erste Wow-Effekt, und dann plötzlich, ja, es muss irgendwie Elementargeist suchen, du kannst ihn sogar noch frei wählen, welche du erst suchen willst, etc., etc. Der nächste Wow-Element, mit zum Beispiel mit Kratos, dass plötzlich Lloyds Vater sein soll, und so weiter und so fort. In diesem Sinne vom Story-Modus selbst her einfach nur mega affengeil. Auch Sound und so war immer ein bisschen, kam eigentlich immer gut zur Geltung, war immer ein bisschen, wie soll ich das jetzt formulieren, war immer ein bisschen, ist immer eine gute Wortwahl. Ne, war immer ein bisschen einzigartig, vor allem natürlich auch, was man später im Verlauf der Geschichte gemerkt hat, auch bezüglich der Kämpfe, sprich normale Monster, waren Silverwind und Tefiala, gab es verschiedene Klänge und so, und allgemein muss ich sagen, Musik auch immer dramatisch, immer sehr gut inszeniert, halt immer für die momentane Situation halt einfach passend. Das fand ich soweit auch ganz, ganz geil. Was ich jetzt noch ein bisschen bemängeln würde, aber einfach nur deswegen, weil ich bereits ja Tales of Xillia gezockt habe, deswegen Tales of Symphonia nicht mehr mein erstes Tales-of-Spiel ist. Und zwar geht es um die, wie soll ich das formulieren, ja, um die Zwischensequenzen halt. Sprich, hier haben wir auch gesehen, gab es sehr viele eigentlich, wie es ja üblich ist bei, ich schätze es einfach mal bei Tales-of-Spielen, bei solchen Rollenspielen. Was ich aber ein bisschen schade fand im Gegensatz zu Tales of Xillia war, dass hiermals oft auf, ja halt, auf das Gezeichnete verzichtet wurde. Sprich, es wurde sehr häufig, gab es Zwischensequenzen mit den Ingame-Charakteren, es wurde genau das nachgestellt, statt halt irgendwie Anime-typisch das Ganze zu inszenieren, das Ganze zu zeichnen und so. Da gab es auch ein paar Mal, aber für meinen Geschmack viel zu selten. Deswegen, ja, ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen besser ausgearbeitet worden wäre. Wobei, man muss natürlich bedenken, das Ganze war für PS2, Gamecube noch, damalige Generation entwickelt worden. Natürlich hier PS3 war jetzt ein bisschen was Neues, alles nur HD gemacht. Naja, und trotzdem eigentlich alles ganz, ganz super umgesetzt. Und von dem her, auch vom HD jetzt halt, kann man sagen, war das Spiel wirklich von Anfang bis Ende spannend, hat Spaß gemacht.
gab eigentlich kaum eine Situation, wo ich jetzt sagen würde, ja, da hatte ich irgendwie weniger Spaß dran, oder fand ich es irgendwie ein bisschen ätzend. Wobei natürlich schon, da gab es ein, zwei Situationen, wie zum Beispiel vorhin, letzten Partner mit Abysson, bezüglich halt ein Training. Ja, fand ich aber auch schon bei anderen Rollenspielen, wie Xenoblade Chronicles etc. Ich finde es auf nervig, wenn ich halt trainieren muss, um den nächsten Boss besiegen zu können. Sprich, wenn ich nicht strategisch vorarbeiten kann und vor allem, wenn ich da 10 Level einfach mal zwischendurch trainieren muss, damit ich überhaupt weiterkomme. Das ja, ist immer ein bisschen nervig für mich. War jetzt hier ja weniger der Fall, bis auf ein paar Sidequests halt. Wobei, bei Sidequests kann man sich durchaus denken, ja, da muss man ein bisschen mehr investieren und so ein bisschen mehr Zeit investieren. Da geht es ganz schön und kann sich auch solche Gegner platt machen. Ist jetzt hier wieder ein bisschen was anderes, aber auch so als kleiner Kritikpunkt halt. Was ich noch ganz gut fand, war das mit der Zelos und Kratos Story. Wobei, wenn man jetzt da wirklich da gerade zufällig drauf stoßen würde, ist eine andere Frage, aber trotzdem, dass es die Möglichkeit gibt, zumindest noch den Schluss anders zu gestalten. Sprich, du kannst wirklich wählen, willst du Zelos im Team weiterhin dabei haben oder willst du Kratos wählen. Dass du trotz allem noch solche Möglichkeiten hast, finde ich schon ziemlich genial und sollte man in Zukunft noch weiterführen. Ja. Von der Länge her des Spiels, mein Geschmack fast ein bisschen zu lange. Damit ein bisschen so einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar war es wirklich teilweise so, dass sie einfach nur, ja sorry, aber Colette oder 3 bis 4 Mal entführt. Also ganz ehrlich, es war schon ein bisschen altlastig zwischendurch, aber das Gefühl muss einfach noch was reinsetzen, damit es halt einfach ein bisschen länger wurde. Das kann ich vor allem jetzt deswegen sagen, weil ich mir zwischendurch auch noch die ganzen OVAs angeschaut habe von Tales of Symphonia. Und da muss ich sagen, wo das Ganze ein bisschen besser durchgesetzt war, bereits nach dem, ich sage jetzt mal, offensichtlichen Verrat von Zelos war bereits Schluss mit der Story. Nachher nicht mehr groß weinen, von dem her hätte man vielleicht hier auch schon dort das Ende setzen müssen. Auch das mit von wegen, dass die ganzen Teammitglieder plötzlich da in eigenen Ängsten und so verzweifeln. Ich meine, ganz ehrlich, am Anfang wäre es noch gut gewesen, im Mittelteil, aber am Schluss, wo wir sowieso alle bereits zusammenstanden, wo wir bereits alle unsere Geschichten kannten, zu dem Zeitpunkt noch sowas einzubauen, fand ich etwas übertrieben. Aber gut, wie gesagt, im Ganzen, allgemein ein ganz gutes Rollenspiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch, von dem her wird es hoffentlich auch so weitergehen. Damit Nachfolger natürlich mit Tales of Symphonia Dawn of New World, was aber, wie ich bereits angedeutet habe, nicht sofort kommen wird. Ursprünglich wollte ich es so machen, das Problem ist aber dabei, Dawn of New World dauert schließlich mal auch ein paar Parts. Oh, Moment mal ganz kurz. ただいまおばあ様。おおミコ様。おばあ様。私もうミコじゃないよ。そうじゃのう。コレットよくやったのう。おかえりコレット。ただいまお父様。そうか。クラトス様はデリスカーラーンと共に最果ての旅へ出るか。お前たちはどうするね。イセリア・トエラへ帰るのか。いいえ、私たちはまた新しい土地を目指します。少しでもハーフエルフたちが受け入れられるように世界を回るんだ。苦しい旅になるの。疲れたらイセリアという故郷に帰ることができます。あそこは僕らを受け入れてくれたから。ただいまみんな。シーナ、無事で何よりだ。おめでとうシーナ。めでたくなんかないよ。私たちの目の前には新世界が広がってるんだ。棟梁の起こしたイガグリ流をみんなに知らしめないと。ああ、いつか口縄が戻ってきた時のためにもな。そうさ、みんな頑張ろう。瑞穂の里を立派な隠密集団にするために。ほら見ろ、標高なんかが出しゃばって俺様を追放したりするから世界が大変なことになったじゃねえか。ではミコよ、どうするというのだ。元シルバラン塗料のイセリアに和平の使者を送るんだよ。使者？誰を使いに出すのだ。瑞穂の里のシーナがいいんじゃないか。因縁があるんだから。死の使者から平和の使者か。嫌とは言わせねえぞ。マーテル教会をどうにかするまでは俺様まだ巫女の権力を持ってるんだぜ。
アリシア、私やっと自分を取り戻したわ。やっと時間が動き出したの。あの16年前の夜から。ねえ、信じられる？私28歳になったのよ。おかしいね。アリシアと話していたのか。はい。先ほど鉱山の一部を破壊した。これで新たなエクスフィアが採掘されることはないだろう。よかった。リーガルさんはこれからどうするのですか？我が社の総力をもって復興に協力する。新たな世界づくりのために。私も協力します。アリシアもパパもきっとそれを望んでいると思うから。本当にデリスカーラーンへ行くのか？クルシスのハーフエルフがいては他のハーフエルフたちが住む場所を失う。この騒ぎの責任はクルシスの生き残りとして私が負うべきだ。俺はこの大地に残されたエクスピアを回収する。そして私がクルシスの所有していたエクスフィアたちを宇宙に流す。結局最後までお前を巻き込んでしまったな。そんなのはいいけど、そろそろ行くぞ。その剣で我らをデリスカーラーンへ運んでくれ。さよなら父さん。お前は私より先に死ぬな。ロイド、私の息子よ。母さん、父さんは行っちゃったよ。これでよかったんだよな。止めなくてよかったんだよな。ロイド、おめえ本当は一緒に行きたかったんじゃないのか？いや、俺には俺のやるべきことがある。父さんには父さんのやるべきことがある。それにここには親父もいるしな。そうか。ならわしはもう何も言わんよ。母さん、父さんの剣は母さんのそばに置いていくから。じゃあ行ってくるよ。Tja, und das ist dann wohl wirklich das Ende dieses Let's Plays, dieses Spiel zu Tales of Symphonia. Was ich noch erwähnen wollte, war bezüglich dem Nachfolger natürlich Dawn of New World. Spiel beendet, Anwendung gespeichert, ja, dankeschön. Das Problem ist dabei, das Spiel natürlich auch, man hat sogar gehört, so nicht so lang ist wie das Original, also der erste Teil. Trotzdem soll Dawn of New World auch etwa die Hälfte sicher umfassen von der Spiellänge her, sprich bei uns etwa 60 Parts, so circa rum. Und wenn ich das jetzt bereits starten würde, so Anfang Juli herum, würde es etwa bis August, eher sogar September gehen. Und ich will ja Mitte August natürlich, mit Tales of Xillia 2 beginnen. Und 2 Tales of Spiele parallel will ich auch nicht zocken. Sprich, Tales of Xillia 2 hätte Priorität vor Tales of Symphonia Dawn of New World. Ja, so viel dazu. Ach. Aber echt noch ein schönes Ende. Was ich nicht gerade mitbekommen habe, ist da den Namen des Baumes nach. Den werden wir vermutlich erst in Nachfolger bei Dawn of New World dann erfahren. Ja, macht trotzdem mal hier noch gespeicherte Daten. Vielleicht finde ich hier doch irgendwie einen Trick raus, um Abyss und Nordhorn zu besiegen. Und sagen, Freunde, das war's hier bei Tales of Symphonia jetzt endgültig mal mit dezenter Überlänge. Fast dreimal so lang, fast eine Stunde. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Tales of Abenteuer oder sonst irgendetwas, was dazwischen kommen mag. Bis dahin, ciao zusammen!